Hallo zusammen. Ich erzähle euch heute die Geschichte von den fliegenden Büchern vom Herr Morris Weniger Mehr. Die Geschichte hat William Joyce geschrieben. Der Morris Weniger Mehr hat die Wörter geliebt. Er hat Geschichten geliebt. Er hat Bücher geliebt. Sein Leben war wie ein Buch, das er selber geschrieben hat. Eine Seite war schöner geschrieben wie die andere. Jeden Morgen hat er das Buch aufgeschlagen und seine Sorgen und Nöte hineingeschrieben. Auch über das Glück hat er geschrieben, wenn es ihm begegnet ist, und über alles, was er so gesehen und sich erhofft hat. Aber jede Geschichte kann sich plötzlich drehen, wie auch der Wind sich an dem Tag gedreht hat. Der Himmel ist dunkelgrau geworden und hat immer stärker und stärker geblasen. So stark, dass alles, was der Morris kennt hat, durcheinandergewirbelt worden ist. Sogar die Wörter in seinem Buch. Zum ersten Mal in seinem Leben war der Morris ratlos. Er ist losgelaufen, ohne Ziel vor Augen. Und er ist gelaufen und gelaufen und gelaufen. Ein glücklicher Umstand wollte, dass der Morris, der sonst zeitlebens immer nur auf den Boden geschaut hat, in den Himmel aufgeschaut hat. Über ihm ist eine wunderschöne Frau geschwebt. Sie ist von einem Schwarm fliegender Bücher durch die Luft getragen worden. Kann mein Buch echt auch fliegen? Hat sich der Morris gefragt. Aber das hat es leider nicht können. Im Gegenteil, es ist mit einem dumpfen Schlag auf den Boden gefallen. Die fliegende Frau hat gewusst, was der Morris jetzt braucht. Eine gute Geschichte. Also hat sie ihm ihre Lieblingsgeschichte geschickt. Aus einem Buch mit einem blauen Einband. Ein Buch, das sich als äusserst liebenswerter kleiner Kerl herausgestellt hat. Es hat den Morris aufgefordert, ihm zu folgen. Das Buch hat ihn zu einem außergewöhnlichen Gebäude gebracht. Viele andere Bücher haben sich dort schon eingenistet. Vorsichtig ist der Morris ins Haus gegangen und hat sich im wundervollsten Raum wiedergefunden, wo er je gesehen hat. Das Flüstern und das Murmeln von unzähligen Buchseiten ist an sein Ohr gedrungen. Es war, wie sie ihn auf eine abenteuerliche Reise durch Tausende von Geschichten einladen. Sein neuer Freund ist anzulaufen gekommen und hat sich auf seinen Arm gehöckelt. Er hat sich geöffnet in der Hoffnung, dass der Morris anfangen würde, in ihm zu lesen. Auf einmal hat es geraschelt, knistert und geruscht im ganzen Raum. Und so hat für den Morris sein Leben im Bücherhaus angefangen. Der Morris hat versucht, Bücher zu ordnen. Doch sie haben sich immer wieder selber durcheinander gebrungen. Tragödien haben eine Aufmunterung gebraucht und sind Komödien besuchen. Die Lexika sind müde von all den Zahlen und Tatsachen und haben sich zu den Comics und den Romanen gesellt. Es war ein lustiger Haufen. Der Morris hat gern zu den Büchern geschaut. Liebevoll hat er sie geflickt, wenn sie fast auseinandergefallen sind. Und wenn eins von ihnen Eselohren hatte, hat er die Säuferli entfaltet. Manchmal hat sich der Morris so fest in einem Buch verloren,
dass er Tage gebraucht hat, um wieder aus der Geschichte aufzutauchen. Der Maurice hat Bücher gern mit anderen geteilt. Manchmal waren es Geschichten, die alle kennt und geliebt haben. Manchmal hat er aber auch ein kleines Büchlein gefunden, von dem Geschichte vergessen gegangen worden ist. Jede Geschichte ist es wert, erzählt zu werden, hat er dann gesagt. Und alle Bücher haben ihm recht gegeben. Am Abend, wo alle Geschichten, die gerne erzählt werden, einen Zuhörenden gefunden haben und ihre Bücher wieder an ihrem Platz im Regal gestanden sind, ist es das grosse, dicke Wörterbuch gsi, was das letzte Wort hatte. Das ist der Moment, wo der Maurice weniger mehr sich zurückgezogen hat, um an seinem eigenen Buch weiterzuschreiben. Er hat über seine Sorgen und Nöte geschrieben, auch über das Glück hat er geschrieben, was ihm begegnet ist, und über alles, was er gesehen und erhofft hat. Die Tage sind vorbeigegangen, genau so wie die Monate. Und die Jahre, eins nach dem anderen. Der Maurice weniger mehr ist alt und müde geworden. Nur die Bücher haben sich nicht verändert. Ihre Geschichten sind die gleichen geblieben. Jetzt sind seine alten Freunde die zum Maurice geschaut haben. So, wie er einst zu ihnen geschaut hat. Und jede Nacht hat ein Buch am Maurice eine Geschichte erzählt. An einem Tag war die letzte Seite von seinem Buch vollgeschrieben. Der Maurice hat aufgeschaut und mit einem zufriedenen Seufzer gesagt: Ich glaube, es ist Zeit für mich, weiterzuziehen. Die Bücher waren traurig darüber, aber sie haben ihn verstanden. Der Maurice hat seinen Hut angelegt und seinen Gehstock genommen. Auf dem Weg zu der Tür hat er sich nochmal umgedreht, gelacht und gewinkt. Ich trage euch all hier innen, hat er gesagt und mit seiner Hand auf sein Herz deutet. Die Bücher haben ihm zum Abschied mit ihren Seiten gewunken und der Maurice weniger mehr ist davon geflogen. Und währenddem er geflogen ist, hat er sich zurück in den jungen Maurice verwandelt. Der Maurice, wo er vor vielen Jahren war. Bücher haben eine Weile lang nichts gesagt. Doch dann haben sie entdeckt, dass der Maurice etwas für sie dort gelassen hat. «Sein Buch!» haben seine alten Freunde gerufen. Sie haben es aufgeschlagen. Das Buch hat die Geschichte vom Leben von Maurice weniger mehr erzählt. Es hat von seinen Sorgen und Nöten erzählt und auch vom Glück, wo ihm begegnet ist und von allem, was er in seinem Leben gesehen und erhofft hat. Plötzlich haben die Bücher ein leisliches Geräusch vernommen. In der Tür ist ein Mädchen gestanden. Verwundert hat es umgeschaut. Dann ist etwas Wundervolles passiert. Am Maurice weniger mehr sein Buch ist zum Kind geflogen und hat sich geöffnet. Das Mädchen hat angefangen, im Buch zu lesen. Und so endet unsere Geschichte genau so, wie sie angefangen hat.
mit dem Aufschlagen von einem Buch. Das ist die Geschichte der fliegenden Bücher vom Herr Maurice Wenigermehr gsi. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis gleich wieder. Tschüss!